Viele Jahrtausende schon schützen die Shadowmen die Welt der Lebenden vor den Gefahren, die ihr von der spirituellen Ebene drohen. Auch bekannt als das Reich der Toten. Der Ort, an den ein jeder einmal geht, wenn der Tag des Todes kommt. Jeder, ohne Ausnahme. Michael Leroy ist nun Erbe der Mysterien dieses uralten Geschlechts. Er ist der Träger der Schattenmaske. Bricht die Dunkelheit herein, wird er zum Wanderer zwischen den Welten, zum unsterblichen Voodoo-Krieger. Okay, Freunde, halt Ehre. Wir probieren es nochmal mit Shadowman. Das habe ich vor Jahren schon mal aufgenommen. Aber, diesmal spielen wir das Remaster. Pass auf, und dafür werde ich gleich mal ein neues Abenteuer starten. Und dann stürzen wir uns ins Reich der Toten. 9. November 1888. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn ich bin Jack, der flinke Jack, Jack the Ripper. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn sie sind wahrhaft grausam. Alle schloss ich sie in mein Herz: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Kelly, und liebte sie. Gott, ich liebte sie alle. Die unsterbliche Macht jedoch, nach der ich strebte, in den erbärmlichen Hüllen ihrer Körper, das noch schlagende Organ der Seele, ich konnte sie nicht finden. Nutzlos war das Ritual des Messers. Hier stehe ich nun mit leeren Händen da und muss das blutige Ritual darum an mir selbst ausführen. Halte ein, Jack. Hör, was ich zu sagen habe. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Wer seid ihr? Legion ist mein Name, denn unser sind viele. Die unsterbliche Macht, der du entgegenstrebst, es gibt sie wirklich. Sie liegt tatsächlich innerhalb der Seele, doch nur in ganz besonderen, dunklen Seelen. Mein Gott, was seid ihr, dass ihr solche Dinge aus dem Nichts erzeugen könnt? Ich bin nur ein Forscher, so wie du selbst. Und was wollt ihr von mir? Du bist Architekt, nicht wahr? Das stimmt. Dann möchte ich, dass du dem Schmerz eine Kathedrale baust. Einen Ort, wo du und ich und andere wie wir zusammenkommen können. Einen Ort des Asyls für alle einzigartigen und unverstandenen Geschöpfe, die dir folgen werden, wenn die Zeit des Armageddon naht. Und im Herzen des Asyls konstruieren wir eine große, dunkle Maschine, angetrieben von Seelen gleicher Art. Mit ihrer Macht errichten wir eine unsterbliche Armee zur Strafe und zur Säuberung dieser jämmerlichen kleinen Welt. Und wo soll ich diese Kathedrale errichten? Jenseits des Schleiers, in der Dunkelheit, inmitten der ruhelosen Geister derer, die hinübergingen. An dem Ort, der bekannt ist als Reich der Toten. Dann muss ich sterben, um euch zu folgen. So lautet die Prophezeiung. Wir können nicht scheitern, denn unser sind viele. Denn unser sind viele. Amen, sage ich dazu. Das Ende kommt schneller, als Sie denken. Hey, Spaceman! Fangt mich doch! Denn unser sind viele. Es kommt eine Finsternis. Was ist los, Agneta? Ich hatte einen Traum, Shadowman. Einen schlimmen Albtraum. Einen Traum vom Reich der Toten. Die 5 sind gekommen. Die Vorboten der Apokalypse. Deacons Akten bestätigen all meine Befürchtungen. Das Ende naht, Shadowman.
Eine alte Prophezeiung kündet von der Rückkehr des Bösen in das Reich der Toten. Eine furchtbare Macht, die dunkle Seelen unter ihre finstere Herrschaft bringt und deren Kräfte nutzt, in diese Welt hinüber zu gelangen und die Apokalypse herbeizubeschwören. Und gerade ich muss dieses Böse daran hindern, stimmt's? Du bist der Einzige, der uns helfen kann, Shadowman. Du, der Wanderer zwischen den Welten. Mir ist der Weg ins Reich der Toten verwehrt. Und Jaunty ist in beiden Welten praktisch nutzlos. Du kannst als Einziger etwas dagegen tun. So wie es schon immer gewesen ist. Aber mit etwas derart Bösem hast du noch nie zu tun gehabt. Es ist das reine Böse. So rein, dass selbst die einstigen Behüter der dunklen Seelen es nicht zerstören konnten. Sie konnten es aus dem Reich der Toten nur verbannen. Doch war ihnen bewusst, dass es irgendwann zurückkehren würde. Daher die Prophezeiung von seiner Wiederkehr. Jetzt sind die Kräfte der Ahnen fast dahin. Und die begehrten dunklen Seelen sind dem Bösen schutzlos ausgeliefert. Und darum nun musst du, Shadowman, ins Reich der Toten gehen und die dunklen Seelen wieder an dich nehmen. Nimm sie unter deinen Schutz, bevor das Böse sie unter seine furchtbare Herrschaft bringen kann. Okay, nur um die Sache klarzustellen. Wenn ich diese dunklen Seelen nicht zurückhole, dann bedeutet das das Ende der Welt, richtig? Genau, c'est vrai. Verdammte Scheiße. Hör mal, ich muss los. Ich habe noch viel zu erledigen. Nimm Deacons Akte, wir treffen uns im Morgengrauen in der Kirche auf dem Hügel. Deine Sachen habe ich dort in sicherer Verwahrung. Ich hasse diese Scheiße. Nichts als eine Schachfigur in Nettys großen Plan. Ihre Wege sind unergründlich. Und, Bruder, was sie mit mir macht, manchmal auch. Dagegen ist nichts mehr zu machen. Sie hat meine Knochen schon der Schattenmaske angepasst. So lieb und zärtlich, wie man sich's nur wünschen kann. Bleibt mir ja sowieso nichts anderes übrig. Es ist schließlich meine Schuld, dass Luke tot ist und meine Eltern auch. Alles, was noch kommt, habe ich verdient. Alles, was mir widerfährt. Ich kann nicht leben und kann nicht sterben. Das Reich der Toten ist mir wie auf den Leib geschnitten. Ein Ort des Nirgendwo. Der Ort am Arsch der Welt. Aber wo ist nur diese verdammte Kirche? Okay, Leute, das haben wir jetzt. Am Arsch der Welt. Oh Gott, warte mal. Ich glaube, das muss ein bisschen umstellen. Dann kriege ich die Krise. Wasser mal auf 90, ha? Mann, angenehmer, ha? Pass auf, am Arsch der Welt. Und so in den Sümpfen von Louisiana. Ja, du schon. Da füllen wir gleich mal die HD-Texturen auf. Da schaut die ganze Sache gleich ein bisschen schön aus. Pass auf, wir galoppieren gleich mal her zur Kirche. Warte mal. Und was ich abräumen kann, räume ich ab, gell? Zum Beispiel die Opfergaben da. Die brauche ich später noch. Ja, tut ja. Die Lichteffekte. Die waren damals nicht so schön. Seht das, Tiere haben wir schon. Die können wir dann später können wir es einlösen. Und dafür kriegen wir, glaube ich, dann mehr Lebensenergie. Hey, Bleidiger, weg da. Was? Hey, war der Köter. Pass auf, haben wir noch was zum Abräumen, nicht, oder? Warte mal. Da unten? Ah, nicht, oder? Auf da. Da können wir durchbrennen, da gibt nichts. So, da pocht eine dunkle Seele, aber an die gehen wir noch nicht ohne. Wird eine Zeit dauern. Und das habe ich ja damals auf dem N64 gespielt. Ein absoluter Klassiker.
Wie los denn los? Ne, Mann, losen. So, da hauen die Flünge. Und dann sind wir bei der Kira, jawohl. Geschafft. Hey, die warten auch schon. Moment, komm gleich. Da muss ich die Dame des Hauses noch ein bisschen gedulden. Oh, renn die durch, nicht oder? Seid ihr brav? Lieber gut. Ich glaube, die hat noch gar nicht gefuttert. Weil da ist nichts mehr. Schau mal rein. Wir wollten ihn umbringen. Hallo Nettie. Papi ist daheim. Nettie? Ah, hallo Mike. Gut, dass du hier bist. Wie hätte ich dein freundliches Angebot ausschlagen können? Als könnte ich jemals Nein zu dir sagen, Agneta. Kannst du ja auch nicht. Ich bin nun mal unwiderstehlich. Ich hoffe, du hast die Akte gelesen, die ich dir gegeben habe. Und zwar gründlich. Zwischen den Zeilen findest du die Hinweise. Hast du meine Sachen? Komm rein, Cherie. Weißt du, auf dem Weg hierher habe ich über diese dunklen Seelen nachgedacht. Wenn die so verdammt gefährlich sind, wieso haben die Ahnen sie dann nicht einfach zerstört? Weil das unmöglich ist. Ihre Macht beruht auf ihrer Unsterblichkeit. Sollte es dem Bösen jemals gelingen, diese unsterblichen Seelen zu seinen abscheulichen Sklaven zu machen, kannst du dir das Gemetzel ja vorstellen. Eine unsterbliche, unschlagbare Armee würde über die Erde hereinbrechen. Es wäre die Apokalypse, Shadowman. Es wäre das Ende. Schon gut, schon gut. Ich muss also vor dem Bösen zu diesen dunklen Seelen gelangen. Das habe ich jetzt kapiert. Aber wo kann ich sie finden? In Govi. Alle Govi wurden mit dem stärksten Voodoo-Zauber versiegelt. Selbst die größten Bokors oder Mambos können sie nicht öffnen und die dunklen Seelen darin freisetzen. Glaub's mir, ich hab's versucht. Aber ein Shadowman oder etwas noch Mächtigeres kann es vielleicht schaffen. Setze die dunklen Seelen frei und nimm sie in dich auf. Aber beachte dies. Die dunklen Seelen bestehen in ihrem Wesen aus purem und uraltem Bösen. Sie besitzen eine Macht, die nicht missbraucht werden darf. Ja, lass es uns endlich hinter uns bringen. Meine Sachen hast du. Voilà, hier sind sie. Ich habe solche Angst, Mikey. Du musst mir Luke, helfen. Bitte hilf mir. Er lebt und leidet Schmerzen. Ich muss ihm helfen. Er ist tot, Mike. Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber ich habe gesehen... Es ist ganz verständlich, dass du immer noch starke Gefühle für deinen Bruder hast. Deswegen funktioniert bei dir ja auch sein Teddy und verbindet dich mit dem Reich der Toten. Gebrauche ihn jetzt, Mike. Geh ins Reich der Toten und suche Jaunty. Er wartet vor den Markttoren auf dich. Er wird dir etwas zeigen. Gut. Und Mike, Ja? falls du mich brauchst, ich werde hier sein. Jetzt such Jaunty und schnapp dir diese dunklen Seelen. Sag mal, schaut euch da. Pass auf, da gibt noch eine Opfergabe. Schaut durch aus. Aha, warte mal. Das Reich der Toten muss noch ein bisschen warten. Mike, benutze den Teddy. Geh ins Reich der Toten. Ja, Mann, ist ja gut. Keine Panik. Pass auf meine Knarre, ja? Mike, jetzt beweg deinen Arsch ins Reich der Toten und hör endlich auf, mich zu nerven. Mein Gott, hat die eine Laune. Aber die Kirche, geräumig. Und immer kann man sogar die Bettel entziffern. Das hat damals nicht können. Warte mal. Da gibt doch draußen noch ein paar Fassel zum Abbrennen. Hey, ihr Köter. Habt Hunger, nicht, oder? Reißt bloß zusammen. Sehr fix. Diese Hundebande.
Ja gut, haben nichts mehr, oder? Und dann haben wir, pass auf. Auf Q habe ich mein Waffenrad. Das habe ich damals nicht gehabt, seht das? Geht ein bisschen flotter. Und da erinnert habe ich die Akte. Über die Massenmörder, ja gut. Da schauen wir später rein. Jetzt fliegen wir erstmal ins Reich der Toten. Komm schon, Angsthase. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten, Schatten geboren am Zusammenfluss der Welten, um zwischen beiden hin und her zu wandern. Dem Reich der Lebenden mangelt die Bedeutung, die mein nicht lebendes, nicht totes Sein an diesem Ort besitzt. Dem Reich der Toten, wo die Dunkelheit sich offenbart am Ende des Verstands. Als Gott trete ich hervor auf dem sich windenden, stinkenden Körper der Schlange im Reich der Toten. Welcher Art ist hier der Schlaf? Welche Träume lauern in den bedachtsamen Windungen der Schlange todbringender Zuckungen? Waffe in der Hand. Meine Hand im Bogen, den Todesstoß führen am Ende aller Dinge. Das Grauen. Das Grauen. Ich gebe mich ihm hin. Okay, Leute, was haben wir? Hey, okay, halt bloß zusammen. So, die haben wir gleich mal weg, bevor so Blödsinn drin. Wie immer, wie rumhumpelt. Die Sau. Ja gut, Herr Lösner. Vom letzten Leid. Und auf dem N64 war das ganze Blut in grün, gell? Weil die ganze Sache geschnitten war. Alter, was treibt denn? Also mir meine Lebenspunktabziehung. Freunde, festhalten, kommt der Jonty. Michael, komm doch mal hierher! Ja, komm schon. Hallo Michael, wie läuft's denn so mit dem Tod, was? Jonty, ich wäre dir verbunden, wenn du mich Shadowman nennen würdest. Hier im Reich der Toten hat Michael Leroy keinen Platz. Was immer du willst, Michael, schön dich wiederzusehen. Ist ja schon Ewigkeiten her, dass mir deine wunderbar fröhlich lachende Visage zum letzten Mal untergekommen ist, was? Ganz meinerseits. Warst wohl weg und hast ein bisschen mit dem alten Drachen geschickert, was? Hast es ihr ein bisschen mit dem guten alten Voodoo gegeben, um sie immer jung zu halten, was? So ungefähr. Ich wette, sie hat dich mit ihrem dreckigen Bettgeflüster vollgesülzt. All dem Gerede vom jüngsten Tag und von Armageddon, bis dir der Schädel geplatzt ist, was? Tatsächlich hat sie zufällig mal einen gewissen prophetischen Traum erwähnt, den sie gehabt hat. Ach, hat sie, ja? Naja, dies eine Mal hat die alte Hexe womöglich recht. Siehst du den verdammten großen schwarzen Turm da drüben? Wie könnte ich den übersehen? Naja, der alte Bruegel. Der Malertyp aus dem Mittelalter, was? Der hat mir neulich erst erzählt, wie sehr ihn der Turm an ein Bild erinnert, das er mal gemalt hat. Meinst du Peter Bruegel? Nein, Seamus, seinen entfernten irischen Cousin. Jedenfalls, er war ziemlich geschockt, der Typ, über das, was das verdammte Ding hier anrichtet. Er scheint einfach so aus dem Nichts und rast hier durch die Gegend, als gäbe es kein Morgen. Was nach dem, was Nettie sagt, ja gar nicht so falsch ist, was? Irgendeine Ahnung, was hier vor sich geht? Ich doch nicht. Und ich werde bestimmt nicht an die Haustür klopfen, bloß um es herauszufinden. Ich sage nur, wenn wir mit was Bösem rechnen müssen, dann kommt es von da drin. Nettie hat die dunklen Seelen erwähnt. Kannst du mir mehr darüber sagen? Ich fürchte, auch da muss ich dich wieder enttäuschen, Michael. Alles, was ich weiß, ist, was mir Nettie erzählt hat. Sie seien verdammt mächtig, nahezu unzerstörbar und sollten nicht in die falschen Hände fallen, was? Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Was denn? Hältst du mich jetzt etwa für einen Reiseführer für die dunklen Seelen, was?
Ich schätze, du könntest es mal mit all den alten heiligen Städten da unten zwischen den Heulern und Zähneknirschern versuchen. Ich hoffe bloß, dass es keine von diesen Seelen in diesen verfluchten großen schwarzen Turm verschlagen hat. Wenn Letty recht hat, ist das einigen von ihnen schon passiert. Noch ein Grund mehr, mich zu beeilen. Öffne die Tore, Jaunty. Ja, hast viel zu tun, musst eine Menge Leute treffen. Was, Michael? Öffne einfach die Tore, Jaunty. Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, wie ich und Attila der Hundenkönig mit den abgeschlagenen Köpfen der französischen Aristokraten gekegelt haben? Jaunty! Schon gut, schon gut. Lass dir darüber mal bloß keine grauen Haare wachsen, obwohl, wenn ich mir deine glänzende Rübe so ansehe, hast du damit ja wohl keine Probleme, was? Sesam, öffne dich! Und solltest du mal Lust haben, reinzuschauen und ein paar Takte zu plaudern, du weißt ja, wo du mich findest. Nur schade, dass uns die Zeit nicht für ein paar Schlückchen an einem lodernden Torffeuer reicht, was? Ich trinke nicht. Mit Schlangen.